Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, 33. Bundesligaspieltag zu Hause im VfL Wolfsburg. Also letzte Heim-Presse-PK von Thomas Tuchel. Oder gibt es da mal eine Saisonabschluss-PK? Wahrscheinlich nicht, wa? Also, bevor wir reingehen, Leute, wenn euch gefällt, was ihr seht, abonniert gerne den Kanal. Damit unterstützt ihr das, was ich hier tue. Vielen lieben Dank dafür. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein in den Bums. Oh, meine Cam ist noch einen Tacken nach unten. Habt ihr da so einen weißen Strich? Wie sieht das denn aus, Alter? Und ja, ich trage Trauerflor FC Bayern. Ja. Mindestens 5 Fragen. Was ist das? Okay, fangen wir an. Gut, dass der Tuchel richtig gute Laune hat. Freut sich auch, dass es bald vorbei ist, der Bums. Naja, bevor ich lange rede, ihr seid schon im Fragemodus. Servus Thomas. So 5 Journalisten, wow. Dann legen wir los. 5 Journalisten, Sky, bitte. wow. Das geht dahin. Ja, es ist 3 Tage. Tja, siehst du mal, wie groß das Interesse ist jetzt noch, wa? Ja. Her, das letzte Erlebnis, bin sicher, Sie haben schon mal so zusammengezählt, ein bisschen Bilanz gezogen. Was ist im Moment vorwiegend? Wehmut, Ärger? Ja, er hat ja genug Ausreden zum Champions League aus, oder? Ich denke, er gibt ja genug Ausreden. Maulwurfhügel, Schiedsrichter. Ist ja nicht so, als wenn man das nicht argumentieren könnte. Anstatt den Fehler mal bei sich selber zu suchen mit einer super ängstlichen Taktik, mit falschen Wechseln, aber gut. Oder sind Sie froh, dass in 8 Tagen alles vorbei ist? Von allem ein bisschen. Wir wollten nicht, dass dann... Wenn er ehrlich ist, hätte er... Ja gut, mit dem Finale, ja, das stimmt. Das habe ich nicht bedacht. Ich wollte gerade sagen, ansonsten wird er schon sehr froh sein, dass die Saison beim FC Bayern endlich zu Ende ist, glaube ich. 8 Tagen vorbei ist. Und wir kommen natürlich, oder ich persönlich, auch aus einem Tunnel die letzten 10 Tage. Es war alles, wirklich alles auf die beiden Spiele gegen Real Madrid ausgerichtet. Und klar, gestern dachte ich den ganzen Tag, dass es Montag ist, obwohl es Freitag war. Also so ist dann der Gemütszustand, man ist nicht ganz zurechnungsfähig. Wow. Aber das ist natürlich auch Sport. Ich finde nach wie vor, dass wir in beiden Spielen alles auf den Platz gelassen haben. Finde ich persönlich nicht. Im ersten Spiel stimme ich ihm zu, haben wir alles auf den Platz gelassen, haben halt die Taktik, wir haben es versäumt, nach dem 2:1 weiterzumachen. Im zweiten Spiel finde ich das nicht. Im zweiten Spiel waren viele Spieler nicht an ihrem Leistungslimit. Ja, wirklich unser Herz. Und die Taktik war natürlich Angsthasenfußball, sorry. Da gelassen haben, unser Herzblut und dafür gekämpft haben, es auf bittere Art und Weise nicht geschafft haben. Das gehört zum Sport dazu. Jetzt haben wir noch zwei Spiele in der Bundesliga. Müssen mal schauen, es sind ja trotzdem auch dann einige angeschlagen aus dem Spiel rausgegangen und wir haben uns jetzt alle auch ein bisschen Zeit gelassen. Gestern war zwar Training, aber alles auch unter ein bisschen so einer Glocke, dass man nicht so genau weiß, welcher Tag ist und in welchem Gemütszustand man eigentlich ist. Alter, was machen die Menschen, wenn die mal 3 Wochen am Stück arbeiten, weil sie in Kontischicht arbeiten? Alto Belli, ey. Und, für mich ist das dann eigentlich so, dass ich es einfach akzeptiere. Und das gibt sich dann schon wieder. Das gehört zum Sport leider mit dazu, auch wenn wir es alle nicht wahrhaben wollen. Und, ja, na klar, gehört Verlieren mit dazu. Darum geht's auch gar nicht, Alter. Ne, also bei mir persönlich nicht. Ist völlig okay, du kannst ja auch gegen Real Madrid ausscheiden. Real Madrid ist einfach eine abgewichste Mannschaft, da brauchen wir nicht drüber reden. Die Art und Weise im Rückspiel, wie wir Fußball gespielt haben, hat mich einfach geschockt. Das bringt's auf den Punkt. Wir haben alles dafür getan, auf der anderen Seite zu sein, um unser großes Ziel zu erreichen. Jetzt haben wir noch 2 Spiele und das Beste ist jetzt auch nicht einen ganz großen Kontext aufzumachen, sondern schauen wir mal, dass wir nachher eine ordentliche Trainingseinheit kriegen und auch unser Lachen und so weiter nicht verlieren. Ja, können wir mal gucken, wie sehr der Leon Goretzka lacht. Und die Fröhlichkeit nicht verlieren, das ist Sport. Und oder Matistel. Wir haben die Aufgabe, jetzt respektvolle Verlierer zu sein in dem Fall und bereiten uns aufs Spiel morgen vor, so gut das geht. Gleich nebendran Stefan Kumberger für Sport 1, bitte. Grüß Sie, Herr Tuchel. Der Kollege Köhler hat es schon erwähnt, Bilanz ziehen. Wie fällt denn Ihre Bilanz aus, wenn Sie das große Ganze sehen, die ganze Saison, Ihre ganze Amtszeit? Jetzt ist es ja nur noch Katastrophe. Ein Heimspiel, ein Auswärtsspiel. Sie kennen mich, ich bin ja kein Freund von öffentlichen Bilanzen und egal, ob sie positiv oder negativ sind, ist einfach viel zu komplex, auch das in einer Antwort unterzubringen. So viele Faktoren spielen eine Rolle, um nachher eine Saison zu bewerten und im Detail.
Da stimme ich ihm schon zu. Die verletzten Situationen, Blasels, das spielt alles mit rein, da müssen wir nicht drüber reden. Aber nochmal. Spielphilosophie unterm Tuchel, rotes X. Spieler auf den richtigen Positionen, rotes X. Junge Spieler versucht zu integrieren, rotes X. Punkt. Das reicht schon. Daran kannst du die Saison schon bewerten. Ganz unabhängig von, wie viele Punkte wir geholt haben, wie viele Tore, wie viele Gegentore, welche Titel nicht, welcher Tabellenplatz. Völlig unabhängig davon, Alter. Detail zu bewerten. können sich natürlich sicher sein und dass ich persönlich nicht zufrieden bin mit der Standards. Ganze Saison über durfte Kimmich Standards schießen. Katastrophe. Mit Bilanz. Wir haben bei Bayern München unterschrieben, um Titel zu gewinnen. Das haben wir diese Saison nicht geschafft. Und daran wirst du gemessen. Das ist ganz einfach so. Und trotzdem gibt es natürlich in der Aufarbeitung. Kann er sich auf die Fahne schreiben. Das ist schon traurig, oder? Viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Und ja, geht mir jetzt nicht wieder auf die Eier in der Kommentare. Mal dieses Tuchel-Bashing, Alter, dann beschäftige dich mal mit Fußball, du Spast, Alter. Spielen am Ende Grüße gehen raus haben wir alles gegeben, immer du haben unser Bestes gegeben. Alter. Ich glaube, dass die Fans jetzt zum Beispiel, die auch in Madrid waren, das auch gespürt haben. Darum geht es eigentlich, glaube ich, dass so das Gefühl vermittelt als Mannschaft, als Trainerteam und Mannschaft. Nochmal, gegen Stuttgart. Warum spielen die Spieler da, die in der Champions League spielen sollen? Warum spielt da ein Harry Kane fast durch? Warum spielt da ein Ziyech 80 Minuten? Lächerlich. In der Gemeinschaft, dass jeder einzelne Zuschauer im Stadion merkt, ja, die sind am Limit und dann vergeben sie dir auch eine Niederlage. Das haben wir in der Champions League geschafft, bis zur letzten Spielminute haben wir das geschafft. Das haben wir in der Bundesliga nicht immer geschafft. Das ist dann am Ende auch meine Verantwortung und dessen stellen wir uns auf jeden Fall. Und dann gibt es noch ganz viele Grautöne dazwischen, aber die sind nicht für die Öffentlichkeit. Nebenan Nikolaus Linner für Bild, bitte. Hallo, Herr Tuchel. Servus. Ja, Kollege sagte schon, Sie stehen vor Ihrem letzten... Junge, er hat den Verein so in die Scheiße geritten, Alter. Und wenn jetzt Hansi Flick kommt, kommt der Sargnagel und dann ist gut. Junge, Katastrophe, ey. Heimspiel als Bayern-Trainer. Natürlich nicht er alleine, ja, versteht das nicht falsch. Ich habe da mal ein 80-Minuten-Video zu gemacht, guckt euch das gerne an. Das sagt alles, wie es bei uns gerade ausschaut, immer noch. Aber, boah, Junge, Alter. Mit der Art von Fußball, die wir gespielt haben, die Saison, das ist eine Katastrophe. Mir fällt kein anderes Wort dafür ein. Mit welchen Gefühlen gucken Sie auf den Tag des Abschieds von den eigenen Fans in München? Wie emotional wird das für Sie? Weiß ich noch gar nicht. Dadurch, dass jetzt auch das Spiel von Real Madrid so nah war... Ja, als wenn ihn das interessieren würde, Alter. Als wenn ihn das interessieren würde. War ich jetzt emotional eigentlich noch eher damit beschäftigt, das zu verarbeiten. Ja, wir auch. Und hier die Leute dann auch positiv weiter zu beeinflussen und nicht Trübsal zu blasen, sondern in der Konstellation, dass wir alles gegeben haben, konnte ich es ganz gut abhaken. Aber es wäre dann auch meine Aufgabe, die Leute einfach zu pushen und denen auch ein gutes Gefühl zu geben, weil wir das, glaube ich, auch verdient haben, mit erhobenem Haupt die nächsten Tage zu bestreiten und uns nicht hängen zu lassen. Ich glaube, da ist keine Not dafür, deshalb habe ich das jetzt eigentlich ausgeblendet. Das lasse ich auf mich zukommen. Wie das morgen auf mich wirkt und weiß ich jetzt bin ich überfragt, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass das morgen ist. Ich habe viele Kartenanfragen nochmal gehabt von Familie und Umkreis der Familie und Freunden, aber eigentlich blende ich das dann normalerweise aus und konzentriere mich auf den Sport und auf das, was ich beeinflussen kann. Gleich daneben der Kollege von Bild, Heiko Niederer. Hätte ich da direkt noch mal eine Nachfrage. Erwarten Sie denn jetzt von Vereinsseite da irgendwie einen Blumenstrauß, ein Geschenk oder warm? Ist doch normal, Alter. Ist doch scheißegal, unter welchen Umständen man geht. Es gibt doch immer ein Blumensträußchen. Gehört doch zur guten Sitte, Alter. Worte oder wie war das sonst so? Absolut nicht, weil, keine Ahnung, für eine vorzeitige Vertragsauflösung ohne Titel brauchen wir keine Blumen übergeben. Verdient das es nicht, das ist richtig. Dann dahinter Klaus Bergmann für die dpa, bitte. Du das selber einsiehst. Herr Tuchel, wer ist also wenn man jetzt mal auf die Spieler kommt, Sie haben die angeschlagenen
angesprochen. Ja. Bei Jamal Musiala, der hat nach dem Spiel so ein bisschen durchblicken lassen, dass das mit den Knieproblemen alles eigentlich über eine längere Zeit viel schwerer war. Bei Sané kennen wir das. Ja. Nehmen Sie die jetzt komplett raus? Glauben Sie, dass die überhaupt zur Europameisterschaft fit werden, wirklich so fit werden können, dass sie so ein Turnier spielen können? Und zu Ihnen persönlich, Sie haben gesagt, Sie waren noch im Tunnel. Jetzt kommen Sie ja dann irgendwann wieder aus diesem Tunnel heraus und werden sicherlich überlegen, was mache ich als nächstes? Sind Sie jetzt so kaputt vom FC Bayern, dass Sie mit Jürgen Klopp ein Jahr Sabbatical machen müssen? Oder wo gehen Sie hin? Was machen Sie? England? Ich habe keine Ahnung. Und wir werden uns das in aller Ruhe überlegen und ich mir dann auch in aller Ruhe überlegen. Es war anders geplant, aber es ist natürlich auch seit Februar ist die Situation klar. Und werde mir aber dafür dann auch die Zeit nehmen. Es gab bisher keine Gespräche mit anderen Clubs, weil die Aufgabe hier einfach allumfassend war und das auch mein Verständnis ist, dass solange ich irgendwas mache, mache ich es mit 100% und mit voller Aufmerksamkeit und keine Aufmerksamkeit. Ja, wenn dem so ist, auf jeden Fall Chapeau, wa? So kann man auch mal positiv ins Licht stellen, dass er das so sieht und so handelt. Natürlich nichts an seinen Leistungen ändert. Und keine Ablenkung erlaubt. Das wird sich ab nächster Woche natürlich ändern. Aber es gibt keine Tendenz und noch keine Entscheidung. Es gibt keine Entscheidung in keine Richtung. Und deshalb, das andere ist natürlich ein Thema, klar, das haben wir auch nach dem Spiel gesagt. Die 4 Offensiven, die gegen Real Madrid begonnen haben, die können, glaube ich, alle nicht spielen morgen. Harry hat immer noch Rückenproblematik, musste raus im Spiel. Guck mal, warum hat man diese Spieler gegen Stuttgart spielen lassen? Erklärt's mir. Welchen Grund gibt es dafür? Wenn man jetzt sagt, selbst ein Harry Kane kann nicht spielen, ja, so, dann hätte man ihn doch gegen Stuttgart nicht aufstellen brauchen. Man setzt sich dahin und labert, ja, alles auf Richtung Champions League, voll im Fokus, voll im Tunnel, das Spiel gegen Stuttgart ist egal. Und dann stelle ich diese Spieler auf. Und wundere mich dann. Heul dann rum. Jetzt sind die alle verletzt, ich muss die alle rausnehmen in der Offensive. Ja, Junge, merkst du selber irgendetwas? Spiel. Leider und Junge, kann ich immer noch war die ganze Spiel über gehandicapt, nachdem es ihm eigentlich beim Aufwärmen da eine Blockade gekriegt hat im Rücken. Serge ist sowieso raus. Das wird super eng für die Europameisterschaft, wenn ich das richtig verstanden habe. Da hat er nichts geleistet diese Saison. Bei Leroy, ja, ich glaube nicht, dass wir Leroy die letzten 2 Spiele für Bayern München auf dem Feld sehen. Der ist jetzt Nein, Leroy ist jetzt bei uns nur noch, der kommt nächstes Jahr, macht so 10, 12 Spiele und dann siehst du den erstmal nicht mehr. Ne? Das wird jetzt unser Teil für die wichtigen Spiele, aber auch nur Leute. Der kommt doch nicht für ein Bundesligaspiel gegen Wolfsburg oder sowas, Leute. Macht euch nichts vor. Der kommt dann für die wichtigen Spiele, Champions League, da ist der Leroy am Start und ansonsten geht er schön in seine private Lounge und macht da ein bisschen Aufwärmtraining, hält sich fit. Das ist so lächerlich, Junge. Das ist so lächerlich, wie mit diesem Spieler diese ganze Saison verfahren wurde, Alter. Ich habe schon, wo er das erste Mal sagte, der spielt unter Schmerzen. Warum spielt der dann in der scheiß Bundesliga, wo es um nichts mehr geht, Alter? Sowas Lächerliches. Nehm ihn doch einfach, hätte sie ihn 4 Wochen da rausgenommen. Wäre doch gut gewesen. Soll er doch mal fit werden. So, dann hätte er in der Champions League mehr performen können und dann hätte er vielleicht auch in der Europameisterschaft performen. Aber nein, jetzt nehmen wir ihn natürlich raus, damit er in der Europameisterschaft mitfahren kann. Junge, mit den Leistungen wird er nicht ein Spieler spielen. Wofür? Was soll er da spielen in dieser Mannschaft? Ist gerade aktuell wieder in Behandlung und auch in Schmerzbehandlung. Das ist so lächerlich. Sorry. Der wird alles dafür tun. Da kenne ich die Pläne nicht von Julian für die Europameisterschaft. Was Julian da akzeptiert und wie weit das Julian akzeptiert und wie viel Freiraum er da Leroy auch lässt für. Das ist so lächerlich. Der hat so ein Alleinstellungsmerkmal. Ich krieg so einen Kackreiz, Alter. Der hat ein Alleinstellungsmerkmal, als wäre er Messi, Alter. Im Vergleich zu Messi ist er so ein kleines Licht, Junge. Behandlung und Schmerzen und so weiter. Und ja, Jamal hat uns das auch, Alter, so wie gegenüber Ihnen signalisiert, dass das eine Behinderung einfach für ihn ist mittlerweile seit dem Arsenal-Spiel.
der Außenseite des Knies, dieser Reizzustand, der sehr schmerzt. Deshalb ist schon mal morgen auf keinen Fall dabei. Und aha, den kann man dann rausnehmen, wenn er Schmerzen hat, oder was? Mit dem Lieber konnte man das nicht die Saison über, oder wie? Wahrscheinlich auch nicht im letzten Spiel. Einmal sind wir durch. Fangen wir nochmal an. Uli Köhler. Nächste Runde. Ja, ich habe so ein bisschen fußballphilosophische Frage. Oder sehr soweit gerne. ist es nicht. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, Sie sind ja hierher gekommen, um den FC Bayern auch zu erneuern, so ein Stück. Und jetzt hat man gesehen, die Neuerung von der Ballbesitz-Fußballmannschaft, wenn man sieht, Arsenal, auch Real, alles ein bisschen defensiver, trotzdem Ballbesitz. Ja. Und insgesamt, wenn ich, wie gesagt, Sie sind der Trainer, ich nur der fragt, wenn man sieht, die beste Mannschaft der Welt, Manchester City, gewinnt in 5 Jahren, glaube ich, jetzt einmal die Champions League, obwohl sie die Besten sind. Paris, auch super Ballbesitzmannschaft, gewinnt nichts. Ist das der Trend, dass es vorbei ist vielleicht mit diesem totalen Fußball-Ballbesitzspiel? Den ersten Teil Ihrer Frage, also weiß ich gar nicht, ob ich gekommen bin, um Bayern zu erneuern. Ja, klar, Impulse immer, dafür bist du klar Trainer und das war auch, wir haben das nicht klar auf den Platz bekommen, glaube ich, die Identität, für die wir auch stehen. Das ist auch dem Stellen. Die Philosophie ist nicht einmal in Erscheinung getreten, was ein Tuchel gerne möchte. Nicht einmal. In der ganzen Zeit, seit er da ist. Nicht einmal. Wir haben offensiv nur von Einzelaktionen gelebt. Nur. Ich habe, glaube ich, 3, 4 Spiele gesehen, wo wir mal ein bisschen Kombinationsfußball vorne gespielt haben. Ansonsten waren es nur Einzelaktionen. Zum Kotzen, Alter. Stellen wir uns auch. Das ist eine interessante Frage. Also ich habe es noch gar nicht so über die Ballbesitzthematik definiert. Es ist natürlich so, dass Teams wie Arsenal, wie City, wie Paris, aber auch wie wir in der Liga oder auch jetzt wie Leverkusen, die immer noch ungeschlagen sind, sich über Qualität im Ballbesitz definieren und es auch schwer ist, den Ball irgendwie absichtlich abzugeben. Also selbst Liverpool hat extrem hohe Ballbesitzzahlen mittlerweile, obwohl sich Kloppo definitiv nicht über Ballbesitz definiert, sondern über Gegenpressing. Gegenpressing ist halt auch der Moment, in dem du den Ballbesitz verlierst. Du kannst dich entweder zurückziehen oder du kannst das Tempo erhöhen und nach vorne attackieren. Ich denke, es ist zu komplex, um zu sagen, Ballbesitz ist vorbei und Kontern. Ja, das beweist ja Leverkusen, dass es nicht vorbei ist. Stuttgart auch. Gut, die haben jetzt Stuttgart keine Titel gewonnen, aber ich denke mal, Leverkusen ist Meister geworden. Sehr wahrscheinlich sind die auf dem Weg zum Triple. Also, kannst ja jetzt nicht da hinsetzen und sagen, so, Ballbesitz, Fußball ist vorbei. Ja. Kontern gewinnt die Titel. Es ist. Na, dann wären wir ja auch nicht ausgeschieden. Ja, sagen wir, was es ist. Ja. Und ganz ehrlich, wer das Rückspiel gesehen hat, Paris gegen Dortmund, also wenn die 4-mal vorm Pfosten schießen, die 4 Dinger können auch reingehen und dann steht's 4-1, Alter. Also diese Aussage, nee. Ich verstehe schon, worauf man hinaus will. Das war schon immer so. Guckt euch Diego Simeone an, guckt euch Mourinho an. Die haben schon immer dann gegen starke Mannschaften, die viel Ballbesitz spielen, so gespielt. Ja, das ist auch völlig legitim. Ja. Guckt euch Gladbach an, die machen das auch seit Jahren gemacht und immer sehr erfolgreich gegen solche Mannschaften dann. Aber das so pauschal zu sagen, gehe ich mit, nee, würde ich auch jetzt noch nicht behaupten, dass dem so ist. Die höchste Kunst, es ist die höchste Kunst, am Ende alles zu können. Real Madrid hat sich diesen Wettbewerb. Ich denke, Real Madrid kann alles. Sowohl Ballbesitz, wie auch das schnelle Umschaltspiel, wie auch Gegenpressing. Das ist, was Real Madrid halt auszeichnet. Ne? In der Champions League da auf jeden Fall ein Stück weit zu eigen gemacht, auf ihre ganz eigene Art und Weise. Die haben im Grunde alles im Paket. Die haben hohe Ballbesitzphasen, aber dann auch Phasen, in denen sie sich bespielen lassen. Müsste ich mal noch länger drüber nachdenken. Das ist eine interessante Frage, aber ich glaube, man kann es jetzt in Champions League Erfolg nicht auf Ballbesitz alleine reduzieren. Leverkusen hat eine sehr hohe Ballbesitzphase und hat dieses Jahr extrem dominiert in unserer Liga und ich glaube nicht, dass sie ihren Stil jetzt verändern werden, nur weil sie in Europa auf dem höchsten Level spielen. Du versuchst deinen Stil zu entwickeln und den dann auch durchzudrücken auf dem höchsten Niveau.
Ja, das wäre schön, wenn wir das bei uns mal gesehen hätten. Und dann werden die Gegner immer... Egal was für ein Stil, ja, aber irgendeinen Stil hätte ich gerne gesehen vom Tuchel. Ich habe ihn immer noch nicht erkannt. Schwieriger, immer schwieriger. Aber er hat ja gerade selber gesagt, dass das nicht so geklappt hat. Schwieriger und dann musst du ja auch noch mal andere Phasen des Spiels aushalten. Ist aber dann auch schon traurig, ne? Wenn man ja beim Verein ist und selber sich eingestehen muss, ja, wir haben es nicht so hingekriegt, dass man mal auf dem Platz sieht, was wir wollen. Uns definitiv etwas leichter getan, offensichtlich, wenn wir ein bisschen tiefer verteidigt haben, weil es mehr der Charakteristik, glaube ich, der Spieler entspricht, etwas tiefer zu verteidigen, als so richtig hungrig und aggressiv vorne drauf zu gehen. Das ist meine Einschätzung. Und haben dafür auch eine Weile gebraucht, da vielleicht da das zu finden, wie es am besten ausgeschaut hat. Das kann manchmal passieren. Ich bin der Ungeduldigste in dem ganzen System und es ist für mich am härtesten zu akzeptieren, dass manche Dinge eine Weile brauchen. Aber okay, das ist so, wie es ist. Ich werde darüber nachdenken und ihre Einwürfe da mit einfließen lassen, ob da was dran ist. Ich darf noch mal kurz nachfragen, dann, wo geht die Zukunft dann beim FC Bayern hin? Wenn Sie jetzt sehen, brauchen die einen Erneuerer oder brauchen Sie einen Bewahrer? Ich glaube, das ist echt eine philosophische Frage. Ein bisschen dünnes Eis, aber ich weiß gar nicht, also ob sich die Bayern so immer über einen Stil definiert haben. Für mich aus meiner Jugend war die Erinnerung eigentlich an Bayern nicht über einen Stil, sondern über das Ergebnis. Ich wusste eigentlich durch meine ganze Kindheit und durch meine ganze Jugend, egal wie das Spiel läuft. Sorry, da hat er sich die letzten 10 Jahre nicht mit dem FC Bayern beschäftigt, Alter. Aber gut, so erklärt das auch diese ganzen hohlen Kommentare, die auf dem Kanal haben, weil die orientieren sich auch nur am Ergebnis. Also von daher. Am Ende gewinnen die Bayern. Ja, ich war dann in meiner Jugend Gladbach-Fan, musste das oft genug und bitter in diesen damals noch in diesen heißen Spielen aushalten, dass Gladbach eigentlich gut gespielt hat und am Ende verloren hat. So, und das ist ja auch, das bedeutet ja auch was. Deshalb habe ich auch, glaube ich, ganz am Anfang gesagt, für mich bedeutet das schon Bayern, dass die auch kernig spielen und mannhaft spielen und Schwierigkeiten überwinden. Das haben wir alles nicht gesehen, die Saison. Eigentlich ja fast ähnlich wie jetzt Real Madrid, glaube ich. Und über viele Jahre war Manchester United so ein Club, der sich über späte Tore definiert hat und nicht so sehr über einen Stil, der vorgegeben war. Louis van Gaal hat das ja dann ein bisschen gemacht. Pep hat seine ganz eigene Note mit eingebracht. Aber ich glaube, das lag dann eher an den Trainern und nicht so sehr an dem Club. So, ich glaube, der Club. Ja, da hat er recht. Wenn er das so gemeint hat, hat er vollkommen recht, ja. Ja. Vom Club her würde ich sagen, war die Philosophie immer Titel. Gewinnen, Titel. Ja. Das denke ich auch. Da war jetzt nie so die Vorgabe, wir müssen jetzt, was weiß ich, Offensivfußball spielen, müssen das spielen oder das spielen. Das war bisher nicht der Fall, ja. Da stimme ich ihm zu. Gut, dann habe ich ihn falsch verstanden gerade. Hätte er da vielleicht schon mal so sagen sollen, aber ansonsten haben wir natürlich eine Philosophie gehabt die letzten Jahre. Ja. Die der eine Trainer halt umsetzen konnte, der andere nicht wirklich. Der Club steht für Gewinnen und steht für was Kerniges und ja, für mir ist an mir und das kann man, glaube ich, auf mehrere Arten mit Leben füllen. Okay, dann Klaus Bergmann nochmal, bitte. Viel zu schreiben, ja? Ja, ich muss das auch schon. Aber da siehst du mal, wie das ist, ne? Ist ja auch wieder geil, oder? So, die Saison ist gelaufen, ja, die Saison ist gelaufen, brauchen wir nicht drüber reden. Ja, es geht noch um Platz 2, 3, bla, wen interessiert's? Brauchte mir auch jetzt nicht kommen mit den 5 Millionen, bla, Silvitz, das sind 5 Millionen für den FC Bayern. Dann hast du noch 5 Reporter da hocken. Ja, so geil, oder? Sie haben gesagt, wir wollen uns nicht hängen lassen. Jetzt hat auch Stuttgart gestern gewonnen, ist im Moment Zweiter. Trotzdem, wie gehen Sie jetzt mit der Mannschaft um? Das wird doch jetzt nicht so. Ist es wirklich so, dass Sie jetzt normale Videositzungen machen und so? Ja, das ist eine gute Frage. Also bis gestern haben wir sie noch nicht gemacht. Lassen Sie rausgehen und sagen, wie Beckenbauer spielt Fußball. Nicht ganz, aber es wird auf jeden Fall verkürzt werden. Also das ist jetzt schon so. Aber
Aber ich möchte jetzt auch nicht vorleben, dass mir egal ist. Also ich möchte nicht das Gefühl haben, er geht raus und spielt Fußball. Das könnte ja auch bedeuten, dem Trainer ist jetzt egal, das wollen wir auch nicht. Aber wie immer, wenn jetzt mal heute auch reinfühlen und reinspüren, wie die Mannschaft drauf ist. Und dann kriegen natürlich auch ein paar Jungs Spielzeit, die zuletzt ein bisschen danach gelächzt haben. Und da kann auch was Schönes. Also klar, wir machen auch keinen normalen Beruf. Wir sind Spitzensportler und man kann sich einfach nicht hängen lassen. Es geht einfach nicht. Auch wenn man es vielleicht sagen würde, es könnte ein menschlicher Reflex sein, jetzt zu sagen, ja, es ist halt nicht. So ist halt nicht, wenn wir da an der Spitze. Ja, man kann sich im normalen Beruf je nach Job auch nicht einfach hängen lassen. Also das wäre auch eine Katastrophe. In einem Wettbewerb bestehen möchtest, dann kannst du dich nicht hängen lassen. Egal wie gut sich vielleicht in dem Moment anfühlen würde. Aber wir wissen auch alle, dass sich das dann morgen in der Allianz Arena nicht mehr gut anfühlt, wenn wir uns hängen lassen. Deshalb macht es gar keinen Sinn, darüber nachzudenken. Und ist schon. Naja, dann hast du aber wieder mehr wie 5 Pressevertreter da sitzen. Meine Aufgabe, die Mannschaft auch auf gar keinen Fall aus dieser Verpflichtung zu entlassen und gar keine Zeichen dafür zu geben. Deshalb wird es nicht so sein wie der legendäre Franz Beckenbauer-Spruch dann am Ende, weil ich glaube, dass das falsche Signal ist. Aber wir werden auf jeden Fall eine Mischung dafür finden, dass sie gut vorbereitet ist, aber jetzt auch nicht überschüttet und überfrachtet wird mit Informationen und Sitzungen. Wird heute doch ein bisschen länger als gedacht, ja? Stefan Kumberger. Ja. Muss man ja nutzen. Ich habe Sie in Stuttgart gefragt, wie gefährdet die Vizemeisterschaft ist. Sie haben relativ sorglos geantwortet, keine Sorge, wir werden schon Vizemeister. Ja. Sehen Sie das angesichts dieser, ich sage jetzt mal, matten Situation, man hat unter einer Glocke stattgefunden, immer noch so? Oder ist die Gefahr nicht sehr, sehr groß, dass man vielleicht nicht Zweiter wird? Nee, weil wir haben es in der eigenen Hand und wir fühlen uns in der Lage, morgen das Spiel zu gewinnen. Genau, das ist genauso wie Serge Gnabry macht ein Tor gegen Real Madrid, Leute. Ja? Und da macht das im Rückspiel, ist ja auch kein Problem. Ja, haben wir ja gesehen, wie das geklappt hat. Da bleibe ich auch dabei. Das ist auch unser Anspruch, das, was ich gerade gesagt habe. Wir werden uns nicht hängen lassen und die werden jetzt ganz genau hinschauen und werden alle auch nochmal daran erinnern, wenn überhaupt jemand daran erinnert werden muss. Also ich denke, der eine oder andere muss da schon dran erinnert werden. Jetzt einfach mal Thomas Müller als Beispiel nehmen, der wird morgen brennen, weil es einfach normal für ihn ist, sobald das Trikot anhat, alles zu geben. Der wird keinen Meter weniger laufen morgen und das läuft morgen ab. Deshalb, wieso sollen wir jetzt drüber nachdenken, irgendwie nicht Zweiter zu werden? Wir wollen das Spiel morgen gewinnen und dann wissen, was auf uns zukommt und dann haben wir nochmal ein Spiel und wollen beide Matches gewinnen, dann ist es in unserer Hand. Deshalb bleibe ich da jetzt erstmal dabei. Und es geht auch um den Supercup. Den geht es auch noch, ja. Es geht vor allem um den eigenen Anspruch auch. Um den eigenen Anspruch. Das interessiert ihn den Supercup, Alter. Ja, es geht um den eigenen Anspruch und den gibst du nicht ab, nur weil gerade die Rahmenbedingungen so sind, dass man sagen könnte, ja, jetzt macht es Sinn, weniger zu machen. Das kann nicht sein. Das ist nicht der... Naja, haben wir oft genug gezeigt, die Saison, dass die Mannschaft allerdings so tickt. Zu Hause gegen Dortmund, in Frankfurt, zu Hause gegen Bremen, in Heidenheim, in Bochum und so weiter und so fort. Also. Job und das ist nicht die Verpflichtung, die du hast, wenn du im Spitzensport bist und wenn du bei Bayern München bist. Das geht nicht. Okay, dann beschließt die Bild-Zeitung Heiko Niederer. Ja. Jetzt die letzte? Ja. Da muss ich jetzt aber gut überlegen, welche. Ja. Wie immer. Das kannst du machen. Ich habe noch mal eine Frage zu Ihrer Zukunft. Alle rechnen jetzt damit, dass Sie eher Richtung England tendieren. Sie haben zuletzt Bayern und Dortmund, die 2 größten Clubs, trainiert. Kommt für Sie Deutschland noch mal in Frage? Auch vielleicht bei einem kleineren Club, vielleicht Gladbach, Werder, so einen Herzensclub noch mal irgendwann? Oder ist das für Sie eher momentan durch das Thema? Und daran anschließend vielleicht auch, haben Sie sich jetzt zuletzt in Deutschland ein bisschen missverstanden gefühlt? Weil irgendwie hat man das Gefühl, in England werden Sie ganz anders wahrgenommen zum Beispiel. Interessante Frage. Aber ganz dünnes Eis. Ja. Und auch nichts, was ich jetzt öffentlich diskutieren möchte. Die Entscheidung ist nicht gefallen, was ich mache, und muss ich mit mir selber ausmachen und dann letztendlich auch mit meinem Trainer. Gut, also Bremen und Gladbach könnte sich den Tuchel gar nicht leisten vom Gehalt her.
Team ausmachen, denen ich ja auch zu großem Dank und verpflichtet bin für ihre Qualität und Loyalität und wir verstehen uns auch als Trainerteam, deshalb ist das auch nicht nur eine komplett egoistische Entscheidung und die Entscheidung, ja, die wird in den nächsten Wochen getroffen in aller Ruhe und mit der Zeit, die ich benötige und erstmal für mich und wenn es was zu verkünden gibt, werden Sie es erfahren. Vielen Dank. Schönes Wochenende. Bis morgen. Vielen Dank. Schönes Wochenende. Ja, waren ja noch mal ein paar Einblicke. Bei einigen Sachen gehe ich mit, bei einigen Sachen nicht, wie immer. Leute, 2 Spiele, eine PK. Gut, 3 PKs mit der PK nach dem Spiel und dann haben wir es geschafft. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Habt ein schönes Wochenende, ein gutes Spiel morgen. Wie immer an dieser Stelle vielen lieben Dank für euren Support hier. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.